Pfarrer. Herzlich willkommen. Danke. Habe die Ehre. Ja, Freut mich sehr. ja, grüß Gott, Herr Hering. Schön, dass Sie da sind. Freue mich, Bei ja. uns hier in St. Philippus. Ja. Ja, und es kommt eine spannende Action auf uns zu. Jetzt kommt eine richtige Action auf uns zu, Ja, weil wir müssen wir halt gescheit kochen. ja, Und zuerst fahren wir ja, wie ausgemacht, zum Einkaufen. auch, ja, schön. Das freut mich Okay. schon. Ja. Alles klar. Da bin ich ja gespannt, ich war noch nie in einem Afrika-Shop. Aha. Oh, da gibt es allerlei Ja? Sachen zu kaufen. Ja. Ja, wir heute machen wir es so. Ja. Also ich habe ja, also mein Assistent, wir haben einen Fisch dabei, Ja. also Starnberger Seerenken. Ja. Und, Oh. und Sie machen die Beilagen praktisch. Jawohl. Ne? Ich mache Couscous Couscous, aha. und ich koche dann etwas rein afrikanisches. Ja. Und zwar heißt Pinot aus Maniokmehl. Wie heißt das? Maniokmehl. Maniokmehl, Ja, das habe ich schon mal. und das Essen selber heißt Pinot. Ich sage da, ich fahre gerne. Aha. Freut mich sehr. Hallo. Freut mich. Ik ben weer jouw zemi vile. Ja, après on est là-bas. On va appeler on est là-bas de temps en temps. Alors donc, je suis venu. Das ist der Herr Fritz Hering. Ja. Ein Sternkoch aus Bayerischer Koch. Ja, bayerischer Koch. Ja. Und wir wollen heute Togo bayerisch kochen. Ja. War das jetzt gerade Die Muttersprache. also wie heißt das? Ewe heißt es. Ewe. Ewe, Das ja. gibt's nur in Togo, oder? Na, nicht nur in Togo, sondern auch in Ghana, in Togo, Benin, an der Küste. Ja, das ist über 3 Länder verteilt, aber durch die Kolonialgeschichte sind die Länder je nach den Kolonialländern praktisch geteilt, sodass eben diese Volksgruppe über 3 Länder verteilt worden ist. Habt ihr bayerische Kunden? Ja, natürlich. Schon, oder? Natürlich. Sehr gut. Ja, fast alle ganze Welt kommen. Ja, die ganze Welt kommt, ja, das ist ja gut. Ja, dann freuen wir uns, dass wir da sind. Ja, schön. Jetzt müssen wir schauen, was wir mir. Also, Sie haben gesagt, Sie brauchen wie heißt das Mehl? Ich brauche Gari. Ja. Ich Gari? möchte ein Pinot kaufen. Also, ja. Also, man nennt es. Sie einen frischen Ingwer da? Das ist oder? Ingwer, ja. Und das ist in allen unseren Soßen. Ja. Ja, weil wir machen heute nämlich eine Renke dazu Aha. und dann machen wir eine Senfsoße. Schön. Und für eine richtig schöne Senfsoße kann man auch einen Ingwer mitnehmen. Ja. Und den nehmen wir gerade auch mit, oder? Ja. Aber nicht so viel nehmen wir gerne. Lege ich gleich mal daher, oder? Ja, wunderbar. Ja, also da brauche ich Gari. Und Gari was ist das? Ein Mais, oder? Also nein, das ist aus Maniokmehl. Also der Maniok wird dann eben gerieben. Was ist der Maniok? Was ist das? Das, ich zeige es Ihnen gleich. Habe ich auch gerade gesehen. Also das ist der Maniok. Das ist eine Wurzel. Ah, da schau Ja, ich her. länglichere Wurzel. Wie Kartoffel. Couscous ist ja typisch afrikanisch, oder? Nein, also Couscous ist ursprünglich in Orientalisch, dieser Form oder? orientalisch. Ja, ja. Aber wir haben auch so eine Form in unserer Heimat. Und zwar aus Mais gemacht. Ja, wir essen das normalerweise und dadurch, dass wir das hier nicht mehr so hinkriegen, aber auch ist es sehr geläufig auch in Togo, daher benutzen wir das einfach. Ja. Sehr gut. Also, das ist einfach Ja, sehr da. beliebt. Sehr Das beliebt. schaut aus wie bei uns ein Kartoffelpüree eigentlich. Das hast du auch so im Paket, ne? Ja, so in diese Richtung. Ja. Ich kann 2 gleich kaufen. Aha, gut. So, Warum habt ihr da so viele Perückenteile da, wenn ich fragen darf, für was ist das? das sind unsere, damit unsere Frauen nur wirklich schön ausschauen. Also ja, ihr benutzt sehr viele Haarteile praktisch, oder? Aha. Und die Männer auch, oder nicht? Die Männer brauchen nicht. Die Männer nicht. Nur einfach Haarschneiden, genau. Kürzere Haare. Aber so, da haben wir also praktisch, die Frauen haben da immer mehrere Haarteile drauf. Haben Sie jetzt auch Haarteile? Da? Ja, Ah. Ist das heiß oder nicht heiß. Nein, nicht heiß. Ja, ist normal. Das ist interessant, ja. Ich hab meine eigenen, ne? Schön. Was ist das, getrocknete Schlange oder was? Das ist getrocknet. Fisch. Das Das ist Fisch. Aha. Das ist keine Schlange. Ja, Schmeckt aber lecker. lecker. Ja, Räucherfisch ist das. Gut, da habe ich schon, was ich brauche. Da kann ich da gleich jetzt bezahlen. Bye, bye. Das ist schnell gegangen, Herr Pfarrer, Ja. oder? Das ist schnell gegangen. Wunderbar.
Sind Sie ein guter Koch? Ich bemühe mich, ja. So, oder? Aber Sie kochen schon für sich selber. Ja, machen und ich so. koche sehr gerne. So, dann fangen wir an, Herr Pfarrer. Jawohl, da haben wir schon schön einkauft. Ich habe schon meinen Schurz dabei. Kurz und bündig. Ja, das ist aber schnell gegangen, ne? Ja, doch Haben wir schon. gleich was gefunden. Ja, klar, Pferdlischurz. Ja, aber da sieht man schon, dass Sie auf alle Fälle gut ausgerüstet sind und Ja, schon ab und zu doch auch, schon. kochen, oder? Freue mich immer, wenn ich kochen darf. Schön. Brauch. Ja, was ich alles dabei habe. So, da la. Sie haben ja auch Pfarrerkirche, Herr Pfarrer, oder? Ja, ich Also habe. das ist dann so, wenn Sie praktisch kochen, ja, da kommt der Hans-Peter schon, der Grüß Gott, Hans-Peter. Grüß Gott. Ja, grüß Grüß Gott. Herr Pfarrer. Ja, herzlich willkommen in Minga, St. Philippus. Das ist dann praktisch also einer Pfarrerkirche. Ja, das ist Ja. die Frau Schönauer Anne, also meine bayerische Mutter sozusagen. Allein schon in der Küche ist sie zuständig für die bayerische Version und ich bin für die togolesische. Und da bin ich ein bisschen richtig geehrt, dass man mit einer richtigen Pfarrerkirche einmal kochen darf. Das ist schon, das ist schon was Besonderes. Freut mich. Ja, das war eben, die besten Kirchen hat es aber geheißen als Pfarrerkirche. Ja, aha. Ja? Und ist da auch gern bayerisch, der Pfarrer? Oder? Sehr gern. Schon. Ganz gern. Und- Am und liebsten Sie- Schweinshaxen. Ehrlich? Dann sind die Wampern, ja? Weil wir ja vom See sind, wir haben Stammbecker Seerenken dabei. Dann haben wir das erste Mal praktisch, machen wir jetzt gegrillte Stammbecker Seerenken. Ja. Ein bisschen Senfsauce machen wir dazu. Ja. Mit afrikanischen Couscous. Couscous, ja. Weil normalerweise ist halt Ja. zum Fisch ein Kartoffelsalat halt oder Salzkartoffeln Ja, dazu. genau. Gell? Ja, Und jetzt gibt es halt einmal was anderes dazu. Ja. Dann passt das gut zusammen. wunderbar. Und jetzt hier, sag mal, wenn Sie es so kocht, einmal auch mischen, halbert bayerisch, halbert schwer oder nicht? Oder gibt es dann direkt Knödel zu den Schweinshaxen? Ja, Knödel und Schweinshaxen. Oder manchmal mache ich auch mal Reis. Aber Oder kein auch Couscous mal dazu? Auch, manchmal auch Couscous. Schweinshaxen? Ja, doch. Ja? Das passt schon. Aber lieber Knödel, oder wenn schon? Ja, Knödel, ja. Wenn dann richtig. Wenn dann richtig. Ja, keine halbe Sache. Ich höre das auch nicht. Super, also dann. Also, Da ist eigentlich mit dem Fisch ist das nicht verkehrt, weil in meiner Heimat sind wir direkt am Meer, in Lomé. in Lungen ist es direkt am Meer. Ja, wir sind direkt am Meer und wir konsumieren viel Fisch. Und Sie sind jetzt nicht wegen am Essen nach Bayern gekommen, oder? Ja, Es gibt warum da denn gutes auch nicht? Ja, ja, also ich bin nach Bayern gekommen in erster Linie, um hier zu studieren damals, ja, auf Einladung von einem Onkel von mir. Ja. Ja, der war in den jüngeren Jahren von meinem Vater unterstützt. Und dadurch, dass mein Vater ziemlich früh verstorben ist, da wollte er sich revanchieren. Und so hat er mich dann eingeladen. Ja. Ja, ich wollte Priester werden und sagte, ja, auf einem Urlaub. Ja, ich kann dich unterstützen. Und so auf seine Einladung bin ich vor 17 Jahren hier gekommen. 17 Jahre hergekommen. Aber sagen wir, ist jetzt so, also Sie haben es jetzt nicht bereut, dass Sie da sind, oder? Nein. Und wie ist mit dem Heimweh? Heimweh habe ich am Anfang gehabt, als ich hier gekommen bin. Ja, also, weil eben neue Umgebung, Sprache habe ich noch nicht gekannt und so. Ja. Ja, hatte ich ein Ziel, also Priester werden und so. Aber wie das Ganze ist, ich war ja 23 Jahre alt, war ich schon an der Uni bei mir, das Stipendium, all das habe ich hinter mir gelassen, um eben hier zu kommen und meinen priesterlichen Weg ja, auszusuchen. Und so. Das war am Anfang nicht leicht. Ich sag mal so schön, aller Anfang ist mal schwer. Ja, weil wir Bayern haben ja schon ein bisschen eine Beziehung zu Togo, durch den Strauß. Ne? Ja, Der durch war ja da. Strauß. Aber nicht nur, sondern auch durch die Geschichte. Der Togo war von 1884 bis Ende des Ersten Weltkrieges deutsche Kolonie. Und das hat gemacht, dass sogar auch mein Opa diese Zeit auch erlebt hat. Und der hat auch noch Deutsch gesprochen. Gell? Aha, so. Ja, also, Wenn man Sie sprechen, ja, praktisch, also aber perfekt. doch, Also, mit der Zeit, nach und nach. Ja. Da habe ich auch gute Lehrer hier gehabt in Bayern. Also ich habe diese Universität für ausländische Studenten in Schwabing, in der Adelheidstraße, belegt. 6 Monate lang habe ich da meine Prüfungen gehabt und so, weil eben ich studieren wollte und das musste man, das ist also die Grundbedingung, Ja, ist ja schon klar. Und da habe ich aber die große Hilfe war es auch in meiner Zeit, wo ich auch im Kloster war, weil da war ich gezwungen, einfach mal Tag und Nacht Deutsch zu reden. Oder auch Bayerisch. oder Borisch. Ja. Da riecht wieder bei die Fische, Herr Pfarrer, und Sie fangen an mit einer. Meine Sachen. Vielleicht so. Hier sind einfach mal die Hähnchen.
gekocht mit den ganzen Gewürzen aus meiner Heimat. Sag mal, die Eis oder ist das nur für Suppen? Nein, ich werde Soße daraus machen jetzt. Also, das heißt so schön Suppenhändel, aber Ja. warum ich das vorziehe, weil vom Fleisch her, wenn man es richtig gekocht hat, dann hat es einen richtigen Biss. Ne? Ja, das klar. ist nicht so schwammig wie die anderen Hähnchen und Wenn du so. eine gescheite Suppen hin hast, ich meine, Ja. die schmeckt dann auch ganz Ja, anders. das ist was ganz gut. Ich tue jetzt auch da schon sehr beim Fisch, da schneide ich die Haut ein, dann wird der rescher. Ne? Ja. So machen wir da, ein bisschen rauten. Und wie ist das eigentlich zum Beispiel, sag mal, wenn jetzt Sie haben ja in der Pfarrei da, haben Sie auch viele Bayern, oder? Ja, ja. so bayerische Pfarrei. Richtige Borisch Zwar alles. in Minga, ja. Ja, wir sind in Minga. Ja. Und wie ist das zum Beispiel, wenn jetzt Sie da im Beichtstuhl sitzen und die Bayern da, die beichten da halt, ja, dann die Sachen runter, ist es das so, gibt es da jetzt Berührungsängste, wenn man sagt, so, der ist jetzt kein Bayer, der Pfarrer, oder ist das irgendwie anders vom Gefühl her? Also Berührungsängste im Beistuhl bis jetzt habe ich da noch nicht so gespürt. Vielleicht kommen ganz wenige Leute, das ist klar, aber ich kann nicht sagen, meinetwegen, das ist eine allgemeine Situation heutzutage. Ja, wenn jemand gekommen ist, da hat er gebeichtet. Ob er alles gebeichtet hat oder nicht, das kann ich nicht wissen. Ne? Und so, aber sagen wir so, die bayerischen Sünden, die sind die gleichen wie die afrikanischen. ja, Oder? Das Menschen sind gleich überall. überall. Also da gibt es keinen Unterschied. Nein. Vielleicht mit der bayerischen Sprache, wenn jemand da richtig urbayerisch redet und so weiter. Ja, Gott sei Dank mittlerweile kann ich gut verstehen und so. Und wenn jemand bayerisch redet, dann versuche ich mal bayerisch zu reden. aber das und ist dann super. Und das ist da immer, man sagt in meiner Heimat, die Sprache ist die Seele einer Kultur. Und für mich als Fremder, der eben, also fremd für mich heißt es, einer, der nicht zum Alltag gehört. Ja? Also tatsächlich von meinen Wurzeln her gehöre ich normalerweise nicht zu dem bayerischen Alltag. Aber wenn ich hier komme, um eben meine Mitmenschen kennenzulernen, ja? Wie sie fühlen, wie sie denken und so weiter, ja, da ist die Sprache die erste wichtige Sache. Und Da fühlen Sie jetzt schon manchmal, auch wenn Sie da so richtig mit den Leuten beieinander sind, fühlen Sie dann auch bayerisch, kann man ja, sagen, wenn oder? es richtig tüchtig zugeht, Schon, ja, oder? da, Also bin ich wieder richtig in meine Haut sozusagen. Ja, jetzt schon, jetzt habe ich da, das ist jetzt eine kreolische Gewürzmischung, die ich da habe, weil ich war nämlich ein Jahr einmal in New Orleans. Und ich habe ja also mit lauter Schwarze gearbeitet, da war das zum Beispiel umgekehrt, da war ich der einzige Weiße. Weiße, ja. Ich war der einzige Weiße mit lauter Schwarze. Das war am Anfang, da war schon ein bisschen ein Ding da, also das war eine Distanz da. Also das war, und dann habe ich mich halt, ja, ich habe mich da halt noch für die arbeiten müssen. Also eigentlich ist das schon auch ganz normal. Das machen wir jetzt warm, dann mixen wir es mit ein bisschen Butter und Creme Fraiche auf. Also jetzt eigentlich ist es schon soweit. Okay. Und wenn man es so gemixt hat, Ja. dann wirst du sehen. Komm mal, riecht. Ja, gut, das riecht gut. Da kannst du fast Eis draus machen, das riecht wie ein Sorbet, gell? Ja, Sorbet, Ja, ja. das ist- Tomaten, Tomaten, ne, das riecht echt gut. Knoblauch, Mit dem, Sorbet. ja, und jetzt mit dem Ingwer da, Ja. also gar nicht schlecht. Ja, das ist ganz was anderes jetzt. Mal schauen. Ja, schau her, da kommt wieder eine neue Idee, gell? Ja, und vor allen Dingen ist es auch so, alles, wenn es halt dann einmal ein bisschen Temperatur hat, ist das bei der Ja. Senfsoße das Gleiche. Ja. Ne, die kann das kalt zusammen, dann, wenn es ein bisschen Temperatur hat, Ja. gell, ist auch gleich ganz anders. Ja, Ja, das ist, also, was gut. den mixen wir jetzt dann auch noch auf mit Butter und ein bisschen Creme fraiche. Ganz gut. Da bin ich ja gespannt, wie das wird. War eigentlich das für einen zum Beispiel jetzt kein Hindernis, weil du sagst, so als junger Bursch, Ja. der sagt, jetzt wäre ich Pfarrer. Ja. Ja, und dann ist es ja so, ich meine, wir haben ja das Zölibat. Ja. Man ist ja doch irgendwo ja ein Mensch. Ja. Du hast ja normale menschliche Schon. Gefühle und Reaktionen und alles. Ich meine, Ja. dass dann einfach sagst, so, jetzt verzichtet er komplett auf die Sexualität. Ja. Ist das jetzt ein Riesenproblem für einen jungen Bursch? Also, ein Riesenproblem würde ich nicht sagen, aber Problem ist das schon. Ja. Bevor ich diesen Weg begonnen habe, weiß ich das, was es ist. Ja, dass ich das nicht mal nicht heiraten werde und so weiter. Im Verlauf meines Studiums oder Ausbildungszeit hatte ich ja diesen Moment auch gehabt, wo ich mich ernsthaft mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Wenn man sich etwas selber vorgaukelt, ja, da wird man heuchlerisch erstmal Ja. und mit der Zeit kommt man nicht mehr zurecht mit sich selber. Da muss man ganz normal sein. So. Und Sie sind ja von einem, zum Karmelitenorden gegangen, gell? Ja, als ich hier gekommen bin, habe ich dann... Wieso das? Was war da für...
Ja, was mir ganz wichtig damals war, das Gebet. Ja, das sogenannte innere Gebet oder die Meditation. Ja, ich denke, es ist etwas ganz Wichtiges für jeden Mensch, immer wieder zur eigenen Mitte zurückzukommen und zu finden. ja. Ja, beim Alltagsgeschäft und so weiter. Und der Orden der Karmeliten ist eine Schule in diese Richtung. Es gibt da andere Orden auch noch dazu. Und bin ich dann nach Neumarkt gekommen, ja, in der Oberpfalz. Es war ganz schön. Wir hatten damals ein Kloster dort gehabt. Und nachher bin ich dann nach Würzburg gekommen, ja, im Frankenland. Das war ganz schön. Und dann den Sud muss man darauf tun, praktisch. Dann Ist kräftig. da ist noch nichts drin. Es kommt noch mal Chili dazu. Fein. Nehmen wir jetzt auch, weißt du, also halt eine kräftige Soße ist das, durch die Knochen und so weiter, schmeckt gut, wirklich gut. Super. Und das gibt es dann wirklich zum Couscous, oder? Ja, das gibt es zum Couscous. Was habt ihr für Musik daheim? Musik, da haben wir eine ganze Palette. Also eigentlich es gibt togolesische, aber das ist einfach zurzeit die Musik, Aber- die mir gefällt. Möchte Ja? ich dir ganz gleich noch vorspielen. Schauen wir mal. Das ist von einem Kongolesen. Der macht richtig Stimmung. Ja, Passt auch zum Essen, oder? ja schon. Und das hörst du so privat für dich alles? Ja, also, ich brauche ein bisschen mal Aufheiterung so. Und dann tanzt du auch einmal so, für dich alleine auch einmal mit. Ja, doch. Ich sag nicht, so, ne? Sehr gut. Es muss der ganze Muskel in Schwung kommen. Der ganze Körper muss in Schwung Ja, kommen. doch, das ist ganz wichtig. Das ist auch typisch afrikanisch. Ja, Sehr schön. Und jedes Jahr kommt immer wieder was Neues. Und ja, Aber, ist das, mit zunehmendem Alter bin ich ruhiger geworden. aber das zum Beispiel jetzt für dich, also bayerische Blasmusik, das packst du auch, oder? Ja, schon. Magst So du? mag ich schon, ja. Wenn du auf die Wiesen gehst, so Ja, dann. doch. Nicht nur auf den Wiesen, sondern bei den Vereinfeste und so auf dem Land. Da bin ich gerne dabei. Und ganz locker bleiben. Locker. Oder Bier dabei trinken, das ist kein Problem. Einfach mal zu schauen. Ja, man kann Das dann ist schon immer- mal ein Bier trinken, das war gar nicht so verkehrt. Ja, möchte ganz gerne. Ein Schluck da ich schon immer, Ja, das ist was Schönes. Oder? Ein Ja, Schluckerl- das gönne ich dir vom ein Herzen. Schluckerl, wenn du Ja, hast, das wunderbar. nehme ich schon. Möchtest du auch ganze halbe oder ein Viertel haben? Ja, gib mir ein Viertel, weil sonst Gut. kriege ich einen bläden Kopf, das ist dann auch nichts. Nein, nicht rühren. Nicht Nicht rühren? Nein, lass Also einfach gut. so. Okay, lass mal. Nicht rühren. Sonst ist es dann ein Obaza. Und trinkst du jeden Tag ein Bier so? Nein, jeden Nicht. Tag nein. Ich trinke Bier ganz besonders Freitagabend. Aha. Weil für mich Freitagabend ist bayerischer Abend. Bayerischer Mache ich selber. Und zwar gucke ich ab Viertel vor 8 Volkstheater. Ja. Und nachher gucke ich mal Königisch Bayerische Abendsgericht. Das ist das halt ist- mein Lieblings. Ja. Und also jeden Freitag ist ist geil. mein bayerischer Abend. Und kann es einmal passieren, dass du mich halb zu viel erwischt oder nicht? Ja, Schon muss man einmal, oder? das Machen wir gehört schon. dazu, also. Das ist der Wurst. Wenn gerade die Sendungen wirklich schön sind. Also, schauen wir Also, uns an. Schauen wir so. Und? Ja, super. Ganz gut. Ganz gut. Das ist ist was fein. Schönes, ja. Ja, das ist ein Weißbier. Ja? Also, jetzt haben wir das eben, dann brauchen wir einfach mal locker machen. Weil ich bin also gar kein Couscous-Koch. Für mich ist das neu. Ich habe das noch nie gemacht. Ich möchte ganz gerne nachher Erbsen reintun. Man kann Erbsen reintun, nicht zu viel, ja, sondern oder auch gekochte gelbe Rüben, ja, Karotten. Da braucht man keine Brille nachher.
Hat er mit Sicherheit nicht allzu viel Kalorien, das ist also mit Sicherheit auch Ja, schon. Also eine leichte mit, Ernährung. mit dem da jetzt ist Nicht. nicht viel Okay, wenn du Kalorien, jetzt viel Fett weil reinmachst, dann- es gibt nicht so viel Öl. Ja. Das ist einfach mal, damit das Ganze weich wird, ne, mit dem Wasser zusammen. Guck, jetzt ist es locker, Ja. aber es schaut ein bisschen trocken aus. Da kann ich nochmal Wasser rauf tun, dann wird immer wirklich... Man, das kann man jetzt auch mit Fleischbrühe machen, oder? Ja. Das war sicher auch nicht verkehrt. Nochmal? Mit Fleischbrühe, also mit Suppe, Ja, kann man es auch aufgießen. ja. Das mache ich Das jetzt. schau her, jetzt, dann nimmt das auch schon Schau, her. meine Geheimwaffen, Ja. die ich natürlich Ja, nicht... das kann man schon hernehmen, das macht ja nichts. Das Ja. ist ja wurscht. Genau. Das ist ein bisschen Also, Brühe gekönnt. ja, Oder das doch. ist, ich meine, das ist im normalen Haushalt da hat man auch nichts anderes. Da hat nicht jeder eine Topf Fleischbrühe am Ofen stehen. Ja, Verstehst schon. Natürlich, Also da- die Soße jetzt ist ganz gut gewürzt. Ja, ja. So dass wenn die Soße darauf kommt, das Dann ist ist es also. eben, dann reicht's Ja, aber damit es auch möglich ist, dass man es einfach so isst. Ja, Ja, man ja. kann es so essen. Ja. Zum Beispiel für Kinder kann man Gemüse wie Paprika, Ja, Zwiebeln und so weiter schön reinschneiden. Und entweder, also die Kinder lieben Karotten zum Beispiel. Ja, wenn man es reinschneidet und so und schön, nicht zu viel Öl, aber richtig weich, ja, die essen das Ja, klar, mit das ist größter schon okay. Freude. Das glaub ich. Ich zumindest als Kind habe ich das ganz gerne. Und ich finde eigentlich überhaupt die Kultur geht eigentlich los, wenn du am Tisch sitzt. Ja, genau, Oder? ja. Da hockst du am Tisch Man und muss hast aber du- sagen, mit dem Unterschied bei uns, wir haben die zwei Lebensweisen. Ja. Die europäisch-französische und die rein afrikanische, beziehungsweise togolische. Praktisch, ich kann nur einfach mal konkret erzählen, wie es zu Hause war, als mein Vater gelebt hat. Am Wochenende, am Samstag, hat er dann für die ganze Familie gekocht. Er selber, entweder Samstag oder Sonntag. Und wenn er gekocht hat, dann ist es solche Dinge da in diese Richtung praktisch. Und dann haben wir alle miteinander an einem Tisch. Also bei uns haben wir nicht traditionell diese Tische wie hier in Europa, sondern kleinere. Wir haben nur Hocker. Und dann setzen wir uns auf diesen Hocker, niederen Tischen. Und dann essen wir miteinander aus einem Schüssel. Also zum Beispiel der Pinot hat eigene Teller und dann also das Hauptgericht selber und jeder nimmt mit der Hand. Ne, und so. Natürlich können wir auch mal die zweite Version, europäisch zu essen, dann richtig auch am Tisch und so weiter. Das ist was ja, die Leute von meiner Generation mehr pflegen jetzt. Wir sind stark, es hat sich gewendet die ganze Zeit oder entwickelt. Also, jetzt mache ich diese Soße für die Pinot. Dann schauen wir mal. Schauen wir Fritz, mal. koste mal, ob etwas geworden ist. Ja, das ist noch nicht gescheit, aber Schmeckt das ein bisschen anders, aber auch nicht schlecht. ja. Und da, Das schmeckt anders, weil eben noch kein Fleischzutaten und so. Das Ja. ist ein ganz normale Das ist ganz normal. Gemüse-Mix, würde ich jetzt nennen. Ja. Also eine Tomatensoße. warte, machst du noch Wasser, oder? Ja. Wir haben genug Öl da, alles da drin. Also dann brauche ich nicht mehr viel. Du, Ja. Patrick, wegen deinem Orden da, ja? Ja. Im Karmelitenorden. Von Das den ist Karmeliten, ja. Weil da musst du praktisch jeden Tag musst du, sagen wir, 2 Stunden meditieren. Oder ihr macht es halt. Im Kloster haben wir 2 Stunden. Ja. Eine Stunde in der Früh Ja. und eine Stunde am Abend. Jetzt sag mal, was ist denn eigentlich Meditieren überhaupt? Weil ich meine, man redet, aber jeder sagt Meditieren, aber wenn ich jetzt erklären müsste, was ist eigentlich Meditieren, ich kann es gar nicht genau sagen. Meditation, das ist ein Gebet. Gebet, in dem man sich selber sammelt, um zu sich zu kommen. Sag mal so, in die eigene Mitte. Du denkst über die nach praktisch. Nicht nur. Und zwar nicht ganz allein, sondern einfach mal im Beisein vom Gott. Also man stellt sich mal vor, dass eben ich in der Gegenwart Gottes bin. Oder vom Buddha auch zum Beispiel, kann auch sein, oder? Also weil die Leute, die jetzt Buddha anbieten, die meditieren. Ja, genau. Ja, vor der Gottheit praktisch. Ja. Aber für mich als Christ, Christ, logischerweise. das ist eben vor Jesus. Ja. Da weil ich mir ihn vorstelle, er ist der gute Freund, bei dem ich gerne komme und darum mich verweile, um einfach bei ihm zu sein. Ja, sich hinfallen lassen. Oder das schöne deutsche Wort, verweilen. Sich verweilen. Und einfach mal da zu sein. Und da kann eben verschiedene Hilfsmittel dienlich sein. Zum Beispiel eine kleine Teil aus der Heiligen Schrift oder eine Anregungsgedanke aus einem geistlichen Buch oder einfach mal auf das, was einem gerade beschäftigt.
dass man einfach bei sich selber und bei diesem Freund, mit diesem Freund zusammen, das hinschaut. Das ist eben Meditation. Einfach mal da sein. Es ist, sag mal so, heutzutage gegenüber den ganzen Aktionismen, wie die wir haben und so, das ist die Stunde des Nicht-Tun-Könnens. Wir tun jetzt nichts, wir sind einfach mal da. Bei uns und bei unserem Gott. Das ist alles. Ja, das kann mal vorkommen, dass man einfach mal einschläft und dann ja, vor sich hin döst. Das macht nicht. Das darf man einfach mal das aus sich genehmigen. Und zum Schluss sagen, ja, pack mal's. Und mein kürzestes Gebet, das ist das bayerische Wort, schauen wir mal. Bayerische Gemütlichkeit. Ja, genau. Oder? Ich sage, schauen wir mal, weil ich gebe mir Hoffnung, dass mit dieser Begegnung mit meinem Gott ich in meinen Alltag gehen kann. Hast du noch ein bisschen Fischgewürz da? Dann kann man da noch ein bisschen was drauf Ja, machen. natürlich habe ich. Das haben wir nämlich jetzt ein bisschen verpennt hier. Das schaut schon fast aus wie der Fischgulasch, aber das macht jetzt auch nichts. Probieren. Von lauter Ratschen, verstehst du, das Ja. ist jetzt das ein bisschen... Das gehört auch dazu. Ja. Jetzt schaut es zum Schluss so aus, dass ich als Koch, verstehst du das, einen rechten Gulasch da habe Nein, und du als Pfarrer machst die tollen Gerichte. Gell? nein. Wir halten schon zusammen. Ich habe schon einen ziemlichen Gulasch verfabriziert, das sage ich dir. Jetzt ist er so weit fast, oder kann ich noch? Fritz, kann noch mal eine kosten. Ja, ich probiere mal. Dann sind wir fertig eigentlich, oder? Ja, das mache ich immer mit meiner Haushälterin, wenn ich koche. Sie darf es kosten. Wenn es genehmigt ist, dann habe ich gepunktet. Du Wenn hast nicht, gepunktet. dann- Wo ist ja? deine Haushälterin? Das lass Passt schon. Wo ist deine Haushälterin, Patrick? Anne, Ja, wo bist du denn? bist du da? Ja, was bringst du das Schönes? Also, Es hat zwar keinen Schnee draus gegeben, aber das sind Schneeballen. Schneeballen sind das. im Hochsommer Schnee, ja? Richtig schöne bayerische Schneeballen. Ja, genau. Richtig Schaut gut aus. Hä? Okay. Lass es Kompliment. euch schmecken, gell? Kompliment, also wirklich schaut ganz gut aus. Muss ich sagen. Das schaut besser aus, wie mein viel schreibt, aber das mache Nein, das passt schon zusammen. Der passt schon. Ja? ich. Also sehr gut, ja, muss man sagen. Also das sieht man auch fast nicht mehr, gell? Das ist selten, dass das nicht Ja, verkauft. ja. Schön. Das muss man schon mal schauen, dass man das Ja, jetzt haben wir richtige, wie soll man sagen, eine richtig gescheite Integrationsküche gemacht. Sag einmal. Genau. Mit einer original Pfarrerkirche, Ja, ne? bin ich sehr dankbar. Einen bayerischen Grossoberpfarrer, Genau. einen fränkischen Koch. Da bringe ich ein paar auch, ja. Also fangen wir an. Ja, Also ich darf da was nehmen, ja, oder? darfst du ruhig. Warte mal, Ein gebe bisschen, dir, ein bisschen gebe an dir Kost. Löffel. Da. Die passt da dazu und passt Ja, gut, wunderbar. Zum Fisch, ja, genau. Also, jetzt. Hast du schon deine Gabel? Ja, warte, ich hab schon einen. Schauen wir mal, ja. Also, einen guten, sagt man in Bayern, ja? Also das hast du super gemacht, sag ich dir gleich. Einen guten. Das hast du jetzt richtig gut gemacht. Das schmeckt. So wie du mir. Lange habe ich keinen Couscous mehr gegessen, Aber das ist wirklich weil fein. ich das zu viel gegessen habe die letzte Zeit, aber naja. Was sagst du? Patrick, lieber Herr Pfarrer, ich bedanke mich, dass wir bei dir sein durften. Gerne. Hat mich auch richtig gefreut. Hat mich auch gefreut. Ja. Und wir werden uns sicher wieder öfters einmal sehen. Ja. Du bist jetzt mein Lieblingspfarrer geworden. Oh, vergiss Gott. Da hast du mich ja gleich rot gemacht. Ja, danke dir, gell? Ja, gerne, Fritz. Ja. War schön. Hab mich richtig gefreut. Hat mich gefreut. Okay. Okay, danke. Schön. Einen guten. Gut.